Wenn ihr auch zu diesen Massnahmenskeptikern gehört, die sagen, die Politiker die gehören alle verhaftet, dann dürft ihr euch diese Bilder hier freuen. Oder auch nicht. Polizisten haben den Berner Stadtpräsidiumskandidat Stefan Theiler müssen überwältigen und aus dem Rathaus abführen. Der Politexot hat sich mit allen Kräften geweigert, die Schutzmasken anzulegen. Der Corona-Skeptiker kandidiert regelmäßig für politische Ämter. Fisch verteilt, Fisch verteilt, Fisch verteilt, Fisch verteilt. Während sie im Rathaus einen abgeführt haben, haben sie ein paar Meter weiter versucht, einen abzufüllen. Oder sie sind alle selber schon voll gewesen, weil bei klarem Verstand kommt man ja nicht auf die Idee, in einer Pandemie eine kleine Party im Bundeshaus zu feiern. Zum 70. Geburtstag vom Bundesrat Ueli Maurer tragen heute die Parlamentarier 70 Ballone in den Nationalrat. Nein! Nein, nein, nein! Und was meint Ueli zu dieser Überraschung? Ich habe eigentlich gehofft, wenn ich den ganzen Morgen da sei, passiert mir das nicht, weil dann hat man keine Zeit. Aber es ist jetzt halt doch passiert. Ich hätte das nicht so gern. Angst! Ja, es ist A, ungewohnt und B, ist es eher ein bisschen peinlich gewesen, habe ich gefunden. Shame! 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 Es gilt natürlich weiterhin, bleiben Sie zu Hause. Und wenn ich gerade noch ein bisschen anfügen darf, laden auch keine Fernsehstationen heim. Ja, es gibt einfach Sachen, die wollen wir nicht sehen, wie zum Beispiel das da. Die Tele-Zürich-Show «Mies die Hai» überzeugt durch tolle Weihnachtsdeko-Tipps. Da ist mein Schlafzimmer. Ja, wenn ihr seht, für ein junges Mädchen, rosa. Das hat mich erschreckt. Auch da hat es ein bisschen Deko. Mein Sohn hat gefunden, Mami, das kannst du nicht machen. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand Weihnachtsdeko im WC hat. Bei mir hat es halt. Ich finde es auch sehr schön. Sogar die Engel, die schauen noch zu, wenn du da bisselst, aber das ist ja nicht so schlimm. Es ist einmal etwas anderes. Und das ist noch freundlich formuliert. Weiter geht's mit einem Liebesupdate von Bauerledigsucht. Solche Liebesgeschichten werden nur in der Schweiz geschrieben. Meinst du, es war ein Schicksal, dass wir uns kennengelernt haben? Hat das so müssen kommen? Ja, es war schon schicksalhaft, wie wir uns, oder dass dein Vater mich kennengelernt hat, als ich 3 Monate alt war. Top, Hammer, wirklich, grandios. Und sich dann auch noch daran erinnern hat mögen, dass er, meinem Vater, damals einen Fee-Anhänger verkauft hat. Oh, Schweizer. Aber auch Romanzen wie folgende sind für die Schweiz typisch. Die Mutter von ihr ist mir relativ sehr heilig. Die habe ich jetzt, seit ich 14 bin. Und jetzt habe ich 6 Jahre gewartet und endlich hat sie mal eine Tochter von ihr. Und da bin ich wirklich sehr stolz drauf. Mein Uterus hat da glüht, du hei. So sieht's aus, wenn Schweizer sich über jemanden aufregen. Ja, Sauna. Das ist eigentlich nicht so mein Ding, das weisst du. Im schnell zu heiß und irgendwie ist es ein bisschen langweilig, weil da hat man kein Wasser, wo man sich gegenseitig anspritzen kann. Weißt du, was der Zweck von einer Sauna ist? Dass man ruhig ist. Mhm. In anderen Worten: Halt die Klappe! Es ist jetzt auch die Kuh, mit ihr kann ich auch am Abend noch mal hersitzen am Stall. Weil sie kommt dann rauf, steht auch dort. Wir schweigen uns zwar an, ich rede nicht gross mit ihr. Ich tue uns ein bisschen streicheln, knuddeln. Wir können da sehr gut miteinander, wir brauchen das einfach. Ich weiss nicht, ob das gut ist. Wir bleiben in der Natur raus und freuen uns. Ja, Schnee. Was machst du am liebsten im Schnee? Alles. Oh mein Gott! Herzig. Diese Woche hat es aber leider nicht nur gute Nachrichten gegeben. Es treibt den treuen McDonalds-Gäste gerade Tränen in die Augen, als sie erfahren, dass ihre Lieblingsfiliale hinten für immer zutut. Nochmal herzhaft in einen Burger reinbeissen, das ist heute das letzte Mal in der McDonalds-Filiale in Neuengasse möglich. Nein, doch. Nach fast 40 Jahren geht hinten diese Filiale zu. Und das nimmt 2 Stammkundinnen besonders mit. Was? Ist das euer Ernst? Man kann verweilen, es hat genug Platz, es ist auch modern, also ja. Und das bedrückt mich jetzt auch ein bisschen. Uff, okay. Was mich ja bedrückt, sind solche Bilder. Wir haben einen schlechten Eindruck hinterlassen.
schrecklich. Gut, das haben wir sehr gut gemacht. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Posten. Gehen wir im lockeren Jogging-Schritt. Kommen wir mit. Meine Augen haben Kopfweh bekommen. Nur wer die nächste Minute Cringe überlebt, ist ein wahrer Zeppin-Fan. Ruska Bossinien, Foskesko, Robeschkini Popar. What the fuck? Wer ist für das verantwortlich? Sie hat ganz viel Geduld gehabt und hat das immer beobachtet und durch so ist sie auf ihre Ergebnisse gekommen. Man muss ein bisschen spinnen, wenn man das macht, oder? Ja, ist normal. Ja, das ist so. Ja, das sagen wir nicht. Aber auf der Welt hat es zum Glück auch noch ein paar andere noch mehr Spinner und dann geht das wunderbar. Das war wirklich eine richtig geile Scheiße gerade. Also in die richtig geile Scheiße noch nicht crazy genug war, da haben wir noch ein bisschen Dessert für euch. Ich bin Peter Philipp Weiss, ich bin Sounddesigner, Komponist, Klangkünstler, Forscher auf musikalischen und klanglichen Ebene. Was laberst du? Auf einer ständigen Forschungsreise, wo ich neue Territorien von Sounds ergründe. Auf einer ständigen Forschungsreise, wo ich neue Territorien von Sounds ergründe. Wow, ja, ich bin sprachlos. Falls ihr eure Sprache noch nicht verloren habt, dann sagt ihr nach dieser Ausgabe bei uns in Zeptin ja hoffentlich: Wow, ist das jetzt brillant gewesen. Das hat mir richtig Spass gemacht. Und jetzt gehe ich einfach gemütlich einen Tee trinken. Tee trinken und abwarten bis nächste Woche. Und vielleicht schon mal ein bisschen Weihnachtslieder hören. Letzte Weihnacht ist ein Jahr her. Ich gab dir mein Herz, jetzt willst du's nicht mehr. Diesmal, das schwöre ich dir, da schenk ich es einer Besseren. Wir wollten zu zweit sein am Weihnachtsabend, jetzt sitze ich hier allein. Doch zu stören